Am Morgen der 7. Etappe auf dem Jakobsweg Camino de Levante verlasse ich die Pilgerherberge Esclaves de Maria in Almansa. Es war gestern Abend noch recht laut, mein Zimmer lag wohl unter der Küche und man hörte die Schwestern noch lange mit Geschirr klappern. Almansa ist an diesem Samstagmorgen um 6:15 noch wie ausgestorben. Der Jakobsweg Camino de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Die 7. Etappe hat eine Länge von 23 Kilometer und bringt mich von Almansa nach Alpera. Es wird ein sonniger Tag mit bis zu 28 Grad und mich erwarten 280 Höhenmeter. Es ist immer noch dunkel, vielleicht sollte ich künftig später starten, denn wie schnell verstaucht man sich im Dunkeln ein Bein. Bei diesen Autobahnauffahrten könnte man in Versuchung geraten, eine Abkürzung zu wählen und den direkten Weg über die Böschung zu gehen. Doch ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Böschungen steiler sind, als sie aussehen und mit einem schweren Rucksack nur schwer zu überwinden sind. Bei diesen hochliegenden Bewässerungskanälen wird bei Überquerungen das Wasser unterirdisch auf die andere Straßenseite geleitet. Auf die direkt am Jakobsweg gelegene Kapelle Ermita de San Anton werde ich erst durch einen Wegweiser aufmerksam. Ich laufe zurück zu dieser schönen Kapelle. Sie ist geschlossen. Die Kapelle ist Sant Anton, dem Schutzpatron der Tiere, gewidmet. Den Tauben wird das egal sein, sie wärmen sich in den ersten Sonnenstrahlen auf dem First. Ein Blick ins Innere offenbart einen gewissen Renovierungsbedarf. Ein Blick zurück auf Almansa mit seiner Burg.
Zum ersten Mal auf dem Camino de Levante öffnet sich der Blick auf die Weiten der La Mancha, dem Land des Don Quixote. Am höchsten Punkt der heutigen Etappe finde ich einen wunderschönen Rastplatz im Schatten unter einer Kiefer. Ein Radfahrer ruft mir ein Buen Camino Peregrino zu und ich denke bei mir, oh ja, den habe ich. Der Jakobsweg folgt nun 2,5 Kilometer entlang einer Bahnstrecke, zunächst über Feldwege, später durch einen schönen kleinen Kiefernwald. Auf dem Weg entdecke ich Fußspuren. Bin ich vielleicht doch nicht ganz alleine auf dem Camino de Levante unterwegs? Um 13 Uhr mache ich an einer Wegkreuzung eine Pause. Die offizielle Route führt hier direkt nach Higueruela. Das wäre jedoch eine Etappe von über 40 Kilometern. Deshalb laufe ich die Variante über Alpera. Dies ist allerdings ein Umweg von insgesamt 8 Kilometern. Hier folge ich bis Alpera einem weiteren Jakobsweg, dem Camino de Lana. Dieser verläuft 600 Kilometer von Alicante am Mittelmeer bis nach Burgos am Camino Frances. Und hier treffe ich nach 7 Tagen auf dem Camino de Levante auf den ersten anderen Pilger. Welche Überraschung! Es ist Christophe, ein Franzose. Er hat die ersten 3 Etappen übersprungen und ist vor 3 Tagen in Canals gestartet. Er hat in Alpera die gleiche Unterkunft gebucht wie ich. Er sagt, er sei hungrig und eilt bald weiter. Die Pilgerherberge in Alpera hat 3 Schlafplätze, sie ist aber wegen der Pandemie geschlossen. Ich habe im El Cazador ein schönes Einzelzimmer für 25 € gebucht. Um 2:30 bin ich im Hotel. Der Wirt sagt, Essen gibt es nur sofort oder gar nicht. Im Speiseraum sitzt schon Christophe. Er hat wirklich Hunger und schlingt wie ein Scheunendrescher. Das Menü del Dia für 10 € ist gut und sehr reichhaltig. Christophe ist 73 Jahre alt und ein erfahrener Pilger. Ich merke, dass er keinen Wert auf Gesellschaft legt. Später laufe ich durch Alpera. Der Ort hat 2300 Einwohner. Wegen der Landflucht aufgrund der Mechanisierung der Landwirtschaft hat sich die Einwohnerzahl seit 1950 fast halbiert.
Auch auf der morgigen Etappe wird es keine Einkaufs- oder Einkehrmöglichkeiten geben. Im Supermarkt will ich eine Wegzehrung kaufen, ich bin aber von dem Menü del Dia noch so satt, dass ich mich für nichts entscheiden kann. In der Pfarrkirche Parroquia de Santa Marina wird zur Abendandacht geläutet. Ich überlege, an der Messe teilzunehmen, aber dann dauert es mir doch zu lange, bis es losgeht, und ich gehe zurück zum Hotel. Im Hotel sitzt Christoph hinten im Eck und er futtert schon wieder. Vielleicht hat er den Wirt überredet, für ihn die Suppe aufzuwärmen, die ihm heute Nachmittag so gut geschmeckt hat. Ich dagegen brauche heute nichts mehr zu essen und gehe, nachdem ich den Hoteleingang gefunden habe, zu Bett.